Okay, und was gefällt euch gut hier an Winterthur? Ja, keine Ahnung, so. Fragen sich nichts. Okay, was gefällt euch nicht gut an Winterthur denn? Alles. Okay, warum hast du so einen Hass auf Winterthur? Weil ich will nicht da leben. Wohin würdest du am liebsten gehen? Weg von da. Okay. Ist das so schlimm hier? Nicht leben. Du, nein, in Serbien wollte ich leben. Kosovo. Salut zusammen, hier ist der Lionel. Ich bin heute mal in Winterthur, weil ich in Winterthur schon sehr viele lustige Antworten bekommen habe und ich schaue mal, ob das heute auch wieder so ist. Ich kann noch erwähnen, dass ihr immer noch Fragen könnt stellen für mein Frage-Antworten-Video, einfach hier unten in den Kommentaren und ich beantworte die dann so schnell wie möglich in einem neuen Video. Und jetzt geht's los. Ich bin der Sebi und ich bin von Tös. William vom Gutschig. Ria, ich komme aus Langwiese. Was gefällt euch hier an Winterthur und was gefällt euch nicht an Winterthur? Mir gefällt es, dass es viele Menschen hat, aber dann doch nicht. Das gefällt dir auch nicht dran? Ja, beides. Es gefällt mir und es gefällt mir nicht. Jetzt meine Frage ist, bist du FC Winterthur-Fan? Ja? Du bist Spieler? Ja, ich bin Spieler. Ich bin einmal monatlich Flaschenwerfer. In welcher Stadt wohnen denn eurer Meinung nach die dümmsten Leute von der Schweiz? Basel. Basel? Aua. Warum Basel? Einfach weil, ja, ich meine, Leute von Basel kommen zueinander, machen Strassenumfragen und wissen nicht unbedingt. Scheiß Basel. Thurgau. Okay, also Kanton Thurgau, was würdest du sagen? Auch Thurgau. Thurgau. Ich habe echt keine Ahnung. Gar nicht. Wahrscheinlich Zürich. Warum? Ich weiß nicht, ich finde vorher viel Kiffer dort. Ah, okay, also die Kiffer sind vor allem dumm halt. Ja, halt einfach vom Kiffer her. Zürich. Ja, wie? Zürich oder Vinti? Beides. Zürich einfach. Zürich. An was merkt man? Ganz Kanton. An was merkt man, dass die Leute hier nicht so gescheit sind? Also alles, die tun wie Gangsters, Mann. Luzern? Wieso Luzern? Keine Ahnung. Bist du schon mal in Luzern gewesen? Ja. Und dann sind sie dumm gewesen dort? Ja. Okay. Die armen Luzerner. Und du? Ja, Luzern. Wieso Luzern? Keine Ahnung, wie sie sagt. Wie sie scheiße sind, okay. Luzern und Vinti, das geht gar nicht. Das ist ein riesen Beef hier in dem Fall, okay. Winterthur, das ist ja sehr erfahren mit Leuten aus anderen Kulturkreisen. Jetzt meine Frau ist zum Beispiel aus Taiwan. Was würdet ihr ihr für einen Tipp geben, um in der Schweiz ein bisschen besser Fuß fassen zu können? Erwin. Also, ich weiß es nicht. Ich würde einfach mal, ja, wie soll ich sagen, einfach mal ein paar Leute fragen, wo was und was ist und ja. Also ich habe das Gefühl, die Menschen in der Schweiz sind sehr verschlossen, dem anderen. Aber sich davon sicher nicht beeinflussen lassen und auch das System nicht annehmen, weil ich das Gefühl, in der Schweiz sind viele Menschen schon trainiert, nur aufs Geld schauen und es geht nur ums Arbeiten und alles und das würde ich nicht übernehmen. Nicht wirklich eingeschränkt denken, dann kommt das schon gut. Bleib einfach wie du bist. Ja. Ganz einfach. Nicht auf andere hören, das was du machen magst, was nicht, lass es. Vielleicht ein bisschen mehr mit Menschen in Läden reden. So, eben so an der Kasse oder so, einfach ein bisschen Kontakt aufnehmen, so eine Minute Zeit nehmen und so reden. Einfach unter die Leute und ein bisschen in den Ausgang gehen. Ich glaube, also vor allem, ja, wenn du jung bist und so, dann ist es voll easy eigentlich. Kannst du mir einen Reim bilden mit dem Wort Winterthur? In Winterthur gibt es nicht nur eine schöne Mauer, sondern 10-mal Dur. 10-mal Dur, okay. Winterthur. Winterthur. Ey, alle Blassi da draussen, ihr wisst alle. Grosseltern sagen Winterthur. Wenn euch meine Videos gefallen, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen, denn jeden Montag gibt es ein neues Video und es würde mich freuen, wenn ihr dort immer wieder dabei seid. Und jetzt geht's weiter. Was ist ein Rettungsgas? Ja, wenn du so zum Beispiel auf Autobahn, wenn ein Krankenwagen kommt, du musst halt so nach rechts und weißt so. Rettungsgas? Keine Ahnung, muss ich. Weißt du? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Was ist das? Rettungsgas? Rettung, etwas für retten? Nein, ich glaube, wenn man also auf der Straße oder so, dann muss man so die Autos, dann müssen Autos ein Rettungsgas machen, damit die Polizei oder so durchfahren kann. Absolut korrekt. Wieso weißt du das? Weil ich bin's halt einfach. Ich bin dumm. Ich weiß nicht. Also das ist beim Auto, wenn du musst auf die Seite fahren musst, das kann der Krankenwagen durchfahren. Was ist die Wurzel von 100? Keine Ahnung. Ich kann keine Mathe. Kannst keine Mathe? Kann keine Mathe. Wieso nicht? Ich weiß es nicht. Was ist 2 und 2? 4. Du kannst Mathe. Was ist die Wurzel von 100? Wurzel aus 100? Ja. Hä? Also was ist die Wurzel von 100? Das sind nicht die Dummen, Alter. 3 mal 3 ist 9, also ist die Wurzel von 9 3.
Was gibt 10 mal 10? 10 mal 10 gibt 100. Ja, jetzt haben wir's. Okay. Also, weißt du, was eine Wurzel bedeutet? Was mal sich selber ist 100. 100 mal 100 ist 100. Ja. Nein, einmal. 100 mal 1 ist 100, genau. Aber wenn du eine Zahl mal die gleiche Zahl. Bitte. Okay, es ist 10. 10 mal 10 ist 100. Genau. Haben wir das überhaupt in Mathe gehabt? Ja. Ich weiß nicht. Wer genau ist der Johann Wolfgang von Goethe gewesen? Ein Komponist. Klassischer. Goethe. Einer, der mal 20 gewohnt hat. Jonas Wolfgang, was? Johann Wolfgang von Goethe. Von Goethe, keine Ahnung. Kann ich nicht. Ich habe nicht studiert, tut mir leid. Keine Ahnung, wer das ist. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Gar nichts. Ich glaube, er ist so ein Star. Ja. Ein Präsident. Präsident? Von was? Keine Ahnung. Ist das nicht so ein Typ gewesen, der im Eis verschmolzen war und irgendwie so Dings gemacht hat? Hey, der macht doch so Gedichte, oder nicht? Erste, was weiß. Ja, nicht schlecht. Ein deutscher Dichter. Absolut korrekt. Sie ist schwer schlau. Egal, ich frage ihr etwas, jedes Mal. Sie weiß alles, jeder Scheiß. Wieso bist du nicht ans Gimmi gegangen? Ja, weil ich es nicht geschafft habe. Aber du hast sowas von Potenzial dazu. Sie haben mich nicht angenommen. Wegen 0,03 Punkte. Echt jetzt? Ja. Das ist sehr bitter. Möchtest du mal irgendwie so Berufsmatur machen, eventuell? Was ist das? Oh, okay. Wir machen weiter. Ist Winterthur im Norden oder im Süden von der Schweiz? Süden, glaube ich, keine Ahnung. Wir sind hier im Süden. Aber wenn wir schon von Süden reden, könntet ihr mir bitte ein Land nennen, das auf der Südhalbkugel von der Erde liegt? Jeder ein Land. Bro. Südamerika, keine Ahnung. Das ist ein Kontinent. Atlantik. Italien. Italien? Asien. Asien ist ein Kontinent und er liegt mehrheitlich auf der Nordhalbkugel. Italien zum Beispiel. Italien ist leider nicht so weit südlich, dass es tatsächlich auf der Südhalbkugel ist, aber ja gut. Südafrika. Ich frage jetzt mal Sie. Ach so, ja, sorry. Südafrika. Jetzt, ich habe ein paar Quizfragen vorbereitet. Ich meine, du als Juristin, dir wird das nicht schwerfallen. Nichtsdestotrotz, jetzt kommt's. Was genau ist ein Rettungsgas? Ein Rettungsgas bildet man beim Autofahren. Was ist die Wurzel aus 100? 10. Wer ist der Johann Wolfgang von Goethe gewesen? Ein Dichter. Ist Winterthur im Norden oder im Süden von der Schweiz? Nordost. Kannst du mir ein Land nennen, das auf der Südhalbkugel von der Erde liegt? Südafrika. Wenn ihr an meine Zuschauer eine Grußbotschaft in eurem Mutterspruch sagen, wo vielleicht keiner versteht. So, dich ab. Bei jedem Mail, Ljubim vam srce. Tvola. Mirdita. Ljubim vam oči. Zdravo. Želim vam lep dan. Dobar dan, kako ste? Ξέρω να προσέχετε και πηγαίνετε σχολείο, κάτι τέτοιο. Das war es mit dem Video aus Winterthur. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut auch den restlichen Content an von mir und das nächste Video ist dann aus St. Gallen. Tschüss! Willst du ihr mal etwas für die Ewigkeit, jetzt wo die Kamera dabei ist, möchtest du ihr mal etwas mitteilen? Du bist lustig. Danke. Ist das awkward?